Was labert Mr. Wischmopp auf dem Kopf? Digga, was labert Mr. Bowlingkugel, Digga? Komm, sag, ich bin fett. Du was? Er geht auf mein Aussehen, ich gehe auf sein Aussehen. Das ist okay. Digga, und du sei mal ruhig, Digga. Sei du mal ganz ruhig, okay? Digga, wichs wieder auf deinen Vater. Was laberst du? Nein! Was macht der jetzt hier, Digga? Was macht der jetzt hier? Voll mit der Schlucksmuck in Crocs. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Aber ich sag ehrlich, Celtics, ich wär down. Ich wär down. Wir müssen das nochmal machen, aber dann durchziehen. Wir müssen das Real Talk nochmal machen. Aber ich sag diesmal, zeitgemäß muss man alles streamen. Bruder, das wir aufgenommen haben, war so Kacke. Lass uns treffen nach 5 Jahren. Digga, jetzt mal ganz kurz. Bro, warte, ich mach jetzt mal alle hier an. Bruder, wie viele Leute sind gerade hier? So, wir haben Celtics, wir haben Feister. Wir haben Wichtiger. Wir haben Heiko. Wir haben Favo. Warte. Was? Unemployed Meeting. Okay. So. Aber das Ding ist, Celtics ist halt jetzt schon wieder weg, ne? Bro, der kommt einmal und dann ist er weg. Der macht jetzt schon wieder, der muss jetzt wieder 5-Sterne-Hotel in Thailand testen. Der hat zu tun, Leute. Und dann muss auch, nein, Leute, ich muss so viel arbeiten, Leute. Stegi da? Stegi auch noch da? Ja, Stegi ist nicht mehr da, der ist weg. So, ist noch irgendein Arbeitsloser hier. Noch ein Arbeitsloser. Das könnte Rekord sein gerade. 5 Arbeitslose an einem Fleck. 5 Arbeitslose mit einem Twitch-Haken. Wir alle, ja. Dass ihr alle arbeitslos seid, das weiß ich, aber 4 Arbeitslose mit einem Haken. Oh, das ist noch ein Unemployed. Hui! Oh, warte, ich mach dich direkt neben... So. Aber ich mach mich doch dabei. Hab ich vergessen? Ich bin auch unemployed. So, okay. Haben wir noch einen unemployed? Was ist das hier? Was? Wem gelb? Oder warum ist der Name von Celtics gelb eigentlich? Kenos, ist Kenos jetzt hier? Wo ist Kenos? Ich seh ihn nicht. Hat Kenos überhaupt einen Haken, Digga? Ich seh ihn nicht. Hier ist Kenos. Hab arbeitslos gehört. Bruder. Bro. Unemployed University. So, Leute. Wer macht die erste Unterrichtsstunde? Warte, ich muss mich irgendwie kleiner machen, Digga. So. Haben wir noch irgendeinen Unemployed? Irgendeiner. Digga, das ist wirklich krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was passiert hier? Oh, ich fand, Sabine hat einen Job. Wer hat von den allen schon mal gearbeitet, richtig? Oder ich glaube, okay, Wichtiger schon mal raus, Feister raus. Ich raus. Celtics raus, glaube ich. Harbor auch raus. Oh mein Gott. Warte mal. Praktikum? Ja, okay, ich hatte auch ein Praktikum, Digga. Ey, komm mit Praktikum, Bruder. Digga, du? Bro, ich hatte Praktikum. So dumm? Hast 2. Klasse gequittet, du Sohn. Und in einen Karton geschissen. Ja, gut, Leute, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt hier alle aufgelistet und jetzt machen wir jetzt... Digga, sind alle da, die ich gerade aufgelistet habe? Wahrscheinlich Celtics nicht mehr. Aber sind sonst alle da? Dann machen wir wirklich kurz was, okay? Wenn das okay ist. Lies mein Chat bitte als Maul. Okay, wir machen der Dümmste fliegt. Nee, wir machen umgedreht. Alter, ich habe eine neue Formatidee. Wir machen umgedreht. Der Schlauste fliegt. Ich werde jetzt etwas fragen und der die schlauste Antwort gegeben hat, fliegt raus. Und also eure Antwort muss so dumm sein wie möglich, okay? Okay, erste Frage, Leute. Wie hoch ist der Eiffelturm in Paris? 317 Meter, 308 Meter. 4 Baguette. Fabo schon mal weiter. Ausländer, Feisters weiter. Was ist Paris? Ja, Kenos, das ist eine Antwort. Das ist eine Antwort leider. Okay, ich bin aber ehrlich, ich bin enttäuscht von Heiko, ich bin enttäuscht von Wichtiger und ich bin enttäuscht von Kenos. Okay, Hui hat geschrieben Shin. Das ist auch noch weiter. Okay, Heiko, Wichtiger und Kenos. Wer von denen fliegt raus? Ich würde sagen, Heiko oder Wichtiger fliegen raus. Ich finde, Kenos geht noch. Bitte ich google, was richtig ist. Wie hoch ist der Eiffelturm? 312. Wichtiger ist am nächsten dran. Wichtiger muss raus. Obwohl? 12. Revi spielt noch mit. Wann ist Revi jetzt auch hier? Digga. Arbeitslosentreffen. Okay, Revi. Ich weiß nicht, ob du mitmachen willst, aber die Regeln sind gerade, man muss die dümmste Antwort geben. Wenn man durchgehend immer die dümmste Antwort gegeben hat, dann hat man gewonnen. Also der Schlauste fliegt sozusagen. Und, warte mal, wer hat jetzt die Schlauste? Was ist näher dran an 312? 317 oder 308? Das ist beides gleich, oder? Nein! Wichtiger ist näher dran. Wichtiger, du musst raus!
GG. Du bist raus, Digga. Oh, 7. Okay, nächste Frage an die Arbeitslosen. Was sind die 3 Aggregatzustände? D-Max joint dazu. Noch ein Arbeitsloser. Okay, du bist im Game, D-Max. Was sind die 3 Aggregatzustände? Heiko, es gibt 4. Mini, Biggie und Chuck. Zählt nicht Multimillionär und arbeitslos geht nicht. Warum macht er Tick, Trick und Track? Hart und schlaff. Döner, Dürren, Falafel. Ungeboren, tot, lebendig. Was das Spiel? Das reicht als Antwort. Wir haben einen Verlierer, meine Damen und Herren. Heiko ist raus. Das war mir zu schlau. Das ist mir zu schlau. Heiko ist raus. Oh, 7. Es geht weiter. So, wir haben noch die letzten 6 Leute. Es geht weiter. Nächste Frage. Was ist das schnellste Tier der Welt? Was ist das schnellste Tier der Welt? Jay, Peter und Bram. Merkel. Albanien. Hui, könnte diese. Lurk, Girlie. D-Max, lockt deine Antwort ein. Pfizer auch. Er schickt einen Link, Digga. Er schickt einen Link. Bro hat das Spiel wirklich nicht verstanden gerade. Er schickt das hier rein. Er weiß gar nicht, um was es geht. Was geht, ihr habt? D-Max ist raus. Er fliegt raus. D-Max raus. Es geht weiter. Wir haben noch 5 Leute im Rennen. Wir fangen keine Fragen mehr ein. Warte kurz. Ich muss ChatGPT, gib mir allgemein Fragen. Leute, Arbeitslosenmillionär geht weiter. Warte kurz. Was macht für... Hä? Okay, ich lese trotzdem vor. Was macht für dich ein erfülltes Leben aus? Tote Frage. Egal. Herr Newstime Incident auf der Artikel 13 Demo. Okay, danke Antwort. Zusammengepresste Chicken Nuggets. Robux. Haarwachstum. Mambo umgedreht Wambo. Oh, okay. Okay, es gibt 2 Kontrahenten, die rausfliegen könnten. Einmal Hui und einmal Kedos. Haarwachstum kann wirklich sein, dass es ein erfülltes Leben ist und Robux auch. Wer hat die schlauste Antwort von denen? Ich würde auch sagen Kedos. Kedos, du bist raus. Kedos, GG. Warte mal, Revi streamt gerade, Digga? Was? Bro, Revi macht das gerade in seinem Stream. Warte, Digga. 1999. Bro, Revi macht das gerade in seinem Stream. Okay. Er sagt nichts, er ist konzentriert, okay. Okay, Kedos, du bist raus. Okay, wir haben unsere 4 Finalisten. Versteht ihr? Ich muss wieder ChatGPT fragen. Für eine Quiz-Show. Digga, der gibt mir irgendwelche Fragen mit, stell dir vor, du machst in einem fremden Welt auf, was tust du als erstes, Digga, tote Fragen. Okay, wie viel Kontinente gibt es auf der Erde? Bameninghong, alles klar, gut. Muss pinkeln bis gleich. Nein, Feister! Nein! Gib deine Antwort noch! Was war die Frage? Ich hab's vergessen. Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? Pluto ist der Pluto ist der kleinste Stern. Okay. Hui hat die Antwort kopiert von Fabo. Das geht nicht, Hui. Oh, Hui könnte diese Runde krachen. Chinesische Mauer von Feister. Hui, ich möchte eine andere Antwort von dir haben. Aber Hui redet in seiner Sprache. Nein. Hui redet in seiner Sprache. Ist krasser Call. Das ist krass. Ich muss eine richtige Antwort von dir haben. Was war die Frage? Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? 10, 9, Todesstern. Okay, das war's. Forscher haben geguckt, Forscher haben gesehen und ich sag ehrlich, die größte Enttäuschung des Abends, Hui. Hui, du bist raus. Bruder, Hui, du hättest so viel machen können, aber du hast es nicht gemacht. GG. Und wir sind bei den letzten 3. Es geht weiter. Jetzt gehen wir zu den mittelschweren Fragen. Spannung steigt in Klammern, hat ChatGPT geschrieben. Welches chemische Element hat das Symbol Fe? Diese Pömpel, um Kacke aus Toilette zu machen. Alles klar. Dicke, fette Euter. Die antworten noch nicht so gut gerade. Okay. Boah, die Runde, also Revi ist safe weiter. Es Pfizer und Fabo. Die Antworten waren nicht geil. Diese Pümpel, um Kacke aus Toilette zu machen. Und dicke, fette Euter. Ich finde beides nicht geil. Wir machen Stechen, ganz kurz. Revi muss pausieren. Wir machen Stechen. Ganz, ganz schnelle Frage, ihr müsst sofort antworten. Was ist die Hauptstadt von Kanada? Kasachstan. Luxemburg. Okay, Pfizer ist raus. GG. Weil Luxemburg ist actually eine Stadt. Das ist eine schlauere Antwort. Also Luxemburg ist ein Land, aber kann auch eine Stadt sein. GG, Pfizer. Hau rein, Bro. Okay, Finale zwischen Revi und Fabo. Wir machen ein Best of 3. Wer zweimal hintereinander die dümmste Antwort gegeben hat,
hat gewonnen. Und wir sind jetzt bei den roten, schweren Fragen. Was ist die Quadratwurzel von 144? Deine Mutter. Oh, schwache Antwort. Wache Antwort. Felix von der Ladens Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Jahr 1999 im Südkosovo. Oh, das ist schwer zu bewerten. Wer hat die dümmste Antwort gegeben? Beide schwach. Ja, ich hätte auch gesagt, beide schwach. Wir machen ein Stechen für den einen Punkt. Macht gar keinen Sinn. Welches Land hat die meisten offiziellen Amtssprachen? Revi gibt zu schlaue, dumme Antworten. Ja, ja. Die sind zu smart und zu dumm. Dein vollgewichster Vater. Bruder, okay, wie redet er, Alter? Was? Wie redet er? Revi? Okay. Revi hat das Stechen gewonnen. 1-0 für Revi. Wenn Revi jetzt direkt nochmal einen Punkt holt, dann war's das mit Fabo. Wenn Fabo einen Punkt holt, unentschieden. Hier nochmal wäre Fragen. Ich habe keine Fragen mehr. Okay. Welches Element, tote Frage. Welcher deutsche Philosoph schrieb das Werk Die Geburt der Tragödie? Petrit in Klammern, aber mit Kinder-Account beenden. Okay, starke Antwort. Dr. Peter Aporet. Oh. Ja, wir haben einen Gewinner für die zweite Runde. Das ist Fabo. 1-1. Nächster Punkt entscheidet. Wie viel Chromosomen hat ein Mensch normalerweise? Letzter Punkt entscheidet. Rollstuhl. Ja, gut. Alle 23 und du hast 26. Verstehe ich nicht. Was ist das hier? Bruder, was? Was? Digga, was schreibt er da rein? Verschrieben, was? Ich habe eine Frage, Revi. Wäre das die Antwort gewesen auf Chromosom? Wäre das die Antwort? Ja, glaube ich. Nein. Wenn das die Antwort... Ja, wir wissen es halt nicht. Mach nochmal Stechen. Okay, letzte Frage. Wie lautet der Name des weltweit ersten künstlichen Satelliten? Leroy Matata. Celtics. Bruder, Celtics und Leroy Matata ist auch ein krasser Kombi. Ich sag nur, der Clip. Aber ich glaube, wir haben einen Gewinner. Der Gewinner in dem allerersten Unemployed Quizformat ist, nach langem Forschen, unser Moderatorenteam hat die Antworten analysiert und begutachtet. Der Gewinner ist Revi! GG. Stark. Habt ihr noch irgendwas zu sagen oder war's das? Dich und deine Million auf deinem Konto, ich hab dafür Übergewicht. Als Maul, du Bowlingkugel, roll mal wieder weg. Revi, hast du irgendwas noch zu sagen? Danke. Kein Problem. Wie fandet ihr?